Thema des Abends ist ja Utopien einer Stadt und ihr werdet nachher auch noch die Möglichkeit haben, eure Utopien ein bisschen preiszugeben und ein bisschen was zu verzeihen. Und dafür gibt es dann eine Open Stage. Es war halt gut, wenn ihr das vorher dann bei mir oder bei der Franziska anmeldet, damit es nachher keine Raufereien gibt hier am Mikro. Und damit ihr ein bisschen wisst, wie das vielleicht gehen kann, werde ich euch mal ein kurzes Geschichterl über München vortragen. Ich war vor Bad Dork am Marienplatz unterwegs und da ist ein junges Madel auf der Straße gelegen. Die hat sich gewunden und gewälzt und ihr ist scheinbar absolut nicht gut gegangen. Offensichtlich dabei war ihr Freund und der hat versucht zu helfen. Die Passanten sind einfach vorbeigegangen. Die sind nicht stehen geblieben, die haben das einfach ignoriert. Einige sind zwar stehen geblieben, die haben aber nur gegafft und nicht geholfen. Einige haben dann sogar noch gemurmelt, siehst du, das ist schon wieder so ein Drogenopfer und irgend sowas in die Richtung. Das war halt wahrscheinlich nicht passiert, wenn die jungen Leute keine Punks gewesen waren. Also mit Nasenring, bunte Haare, zerrissene Hosen, dann war das wahrscheinlich so nicht gegangen. Ich bin stehen geblieben und wollte helfen. Und es hat sich herausgestellt, dass die jungen Leute völlig nüchtern und klar im Kopf waren. Und der junge Mann hat mir dann verzeiht von einer Erbkrankheit seiner Freundin, einer Art Epilepsie. Und er hat genau gewusst, was er zum Tor hat. Er hat nur Hilfe gebraucht, weil er hat in seinem Rucksack die Medikamente und das Getränk dabei gehabt. Er hat sie festhalten müssen und ich habe dann geholfen, quasi das Zeug aus dem Rucksack zum Tor. Jetzt frage ich mich, ist das München? Ist es normal, wegzuschauen? Ist es normal, dass man einfach Leute, die Hilfe brauchen, ignoriert? Ist es normal, dass mich wildfremde Leute auf der Straße anhalten und mir sagen, dass ich ausschaue wie ein Hex oder wie ein Freak? Fall ich aus dem Raster, wenn ich keine aufgespritzten Lippen, keine Markenklamotten und keinen Porsche habe? Mit Sicherheit nicht immer. Trotzdem passiert es allerweil wieder, dass Leute, die anders sind, blöd angeschaut werden, anecken oder eben sogar ignoriert werden. Aber die Frage ist was ist anders? Ich kann Leute, die im Anzug umeinander laufen, auch blöd anmachen, weil ich keinen Anzug trage und deswegen das für mich anders ist. Wer darf denn definieren, was anders ist? Und warum vorverurteilen wir Menschen? Es ist doch genau die Vielseitigkeit, die eine Stadt ausmacht, die eine Gemeinschaft ausmacht. Was wäre denn eine Stadt ohne Künstler, ohne ausgeflippte Musiker, ohne all die bunten Vögel, die ihr Leben einfach so leben, wie sie es möchten, ganz frei? Auf der Straße, da wird der Punk ignoriert, da wird er nicht geholfen. Aber wenn er 2 Wochen später irgendwo eine Vernissage für ausgeflippte Kunst gibt, dann prügelt sich die komplette Schickeria mit einer Markenhandtasche um Gästelistenplätze. Wenn die rothaarige Hex im Hofbräuhaus eine Veranstaltung moderiert, dann wollen sie auf einmal alle dabei sein. Mein Freund hat letztes Mal einen schönen Vergleich gebracht und mit Fußball kennen wir uns ja alle aus. Hätte eine Mannschaft nur Stürmer oder nur Verteidiger, dann darf das Team nicht voll zerreißen. Die Spiele waren fad und einseitig und auf keinen Fall irgendwie erfolgsbringend. Ich will in einer Stadt leben, die bunt ist und ganz viele verschiedene Gesichter hat. Ich will nicht nur Stürmer oder Verteidiger. Ich will Vielseitigkeit und Toleranz. Ich will, dass wir frei leben und ausleben können, wer wir sind. Ich will, dass wir lieben können, wen wir wollen. Ich will, dass 2 Menschen, die sie mengen, egal ob das Punks sind, Heterosexuelle, Homosexuelle, völlig ausgeflippte Leute, Trachtler, was auch immer, dass die Handel halten können auf der Straße, ohne dass blöd angemacht werden. Ich will, dass niemand Hilfe verweigert wird, wenn er es braucht, nur weil er anders da ausschaut, weil er anders da riecht, weil er woanders herkommt oder unsere Sprache nicht spricht. München macht es ja in vieler Hinsicht schon sehr gut. Nehmen wir jetzt nur die Parade zum Beispiel am Wochenende für den Christopher Street Day. Es bleiben alle Leute stehen, wenn ein Bettler auf der Straße sitzt und geben ihm ihr Chlorgeld oder kaufen ihm eine Brotzeit. Und die Leute bleiben auch stehen, wenn ihr mal Hilfe braucht. Aber war das nicht schön, wenn wir alle das so leben könnten? War es nicht schön, wenn wir jeden so akzeptieren könnten, wer er ist?
war es nicht schön, wenn wir unsere Ängste überwinden und nicht einfach die Leute von vornherein einfach vorverurteilen? Ich sag's ganz gern mit Heindling, seid freundlich zueinander. War das nicht schön?